Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Disney ist mit einem neuen Zeichentrick-Animationsfilm am Kino. Und zwar mit Wish. Kann Disney lo endlich ein bisschen punkten oder fällt das ganz einfach im Wasser? Ja, das erzähle ich euch heute bei Film läuft. Am Film Wish ass dat Jungt Ascher den Hauptcharakter hei. Hat lebt an engem Kinekreich, wat vun engem Zauberer regéiert gëtt, den dat ganz opgebaute, dann an alles ass Wonnerschein, jiddreen huet sech gern, alles ass mega. Am mat 18 Joer duwen da beide Kinekon an et lees dei sei gréste Wunsch beien. Den Wunsch vergiss den dann noch schnell, dann huet den net mi so als Lascht op se schleien, da kann ich weiterzählen. An a regelmäßigen Abstand könnt de Kinect dann an erfüllt random irgendeinem e Wunsch. Nur weil dat Jungt Ascher auszubilden beim Kinect gehen, meldet sich dann darauf sehen an stellt er relativ sehr fest, dass den Kinect vielleicht aber nicht so koscher ist, wie ein vielleicht mal wirken. No bause wirken soll. An voilà, dat sie wird dann dummer der Lust immer nicht zu viel davon erzählen, weil der Film geht auch nimmen 1,5 Stunden. Das ist auch absolut fein, das ist auch absolut okay. 1,5 Stunden ist absolut super für so einen Film. Das schließlich auch ein Kannerfilm. Ne? Wir holen kein Kannerlo matt bei 3 Stunden Eposen von einem Martin Scorsese. 90 Minuten als eine feine Zeit. Und du hast die Geschichte doch gut erzählt. Das ist wirklich rund, knackig. Das op de Punkt brot de Film huet net wirklich lengten, man kommt immer relativ sehr op de Punkt an Charakteren kre noch alle guten die neidisch Platz für zur Geltung zu kommen. Optisch aus dem Film auch ganz gut gelungen, wie ich fand. Fand ein bisschen komisch, so hun im Mix probiert, so aus 3D-Animation, wie man das aus Frozen kennen, an Zeichentrick, also so ein Zeichentrick-Look-Filter als irgendwie drüber, dass es heinz du nur handgezeichnet soll ausgesehen. Ich fand die Kombi, ich weiß nicht, ob das nicht gewöhnungsbedürftig ist oder ob man das wirklich nicht so gefällt. Mein Wunsch, witzigerweise, wir aber vielleicht ein bisschen mehr Richtung Zeichentrick zu gehen. Ich vermisse das ein bisschen, dass es weiter von Disney nicht mehr wirklich so Filme gehen, die wirklich so handgezeichnet gehen. Die 3D-Animationen, wie man das von einem Pixar kennen, an allen Ehren, die wirklich super sind. Aber Disney hat aber immer mit super Zeichentrick konnte glänzen. Und ich fand das ein bisschen schön, dass das hinter langem nicht mehr da ist, sondern mit so einer Art Filter geleist wird, für so Feeling rüber zu bringen, weiß ich nicht, wie ich das fand. Also handgezeichnet Sachen wäre man doch schon lieber. Aber los heißt noch nicht auf zu hohem Niveau meckern, das schließlich am Mengen an auch noch immer Film, wo Zielgruppe hauptsächlich für Kanner gedurcht das und nicht für so ein Granzische wie Misch, den du am Kino sitzt und dann sing Sterne dafür vergött und seht, war nicht. Nee. Schon kann ich schon sich ein bisschen zurückhalten. Weil insgesamt ist die Geschichte ganz live erzählt, da ganz schön. Trägt doch Platz, weil ob die richtigen Knäppchen so ein bisschen auf Tränen drüst, dass da so ein bisschen eine Klose an den Hals kriegt, dass ihr denkt, das funktioniert dafür. Sie kriegen da hin, Emotionen an verschiedene Momente abzurufen. Und es sind überrascht auch, wie gut die verschiedenen Charaktere funktionieren, aber wie gut auch der Kinect funktioniert. Schon die schon ein bisschen gesagt, ein bisschen den Antagonisten an dem Ganzen. Das ich schon wirklich gut fand, wie der ganz ausgeschafft war, wie der Kinect ausgeschafft war, wie seine Motivation verständlich war und man auch seine Entwicklung quasi matkräftig für warten so gut. Das geht nicht mega ausschweifend behandelt, das geht nicht super an Lenk gezogen und das kennt er auch nicht so kurz und hat wirklich einen guten Punkt getroffen, dass in die richtigen Momente mit lief und Herr Not sieht, wann er dann eben zu dem geht, was dann Herr Not ist, dass er da sieht, ja, verstehe ich. Also der Werdegang ist absolut verständlich. Den ist nicht einfach Base will sehen. Nee, du stichst schon ein bisschen mehr durch. Ich fand, dass das Dora noch ganz gut gelungen, weil er auch Erwachsener, das kann ihn sich auch gucken. Also wenn er das mal der Kanal gucken geht, das funktioniert. Der wird der Schlo nicht zu tot langweilen, du kann ihn ein bisschen etwas mitwählen. Es sind ganz live Momente dran, deren die schwätzen, an der Fantasie als freie Lauf gelost. An dir wird auch, wenn der die alten Disney-Filme kennt,
wer da die eng oder die andere Ausspielung wer da matt kräen Disney Hotel wirklich Fanservicekeule ganz groß geschwungen an et gëtt fir jiin den Fan vun den allen Disney Sachen ass gëtt fir jiin appst du dran ze entdecken. Dat ass ganz live, dat ass ganz fein, dat ass awer och Kemeester wiek. Dat muss ich wirklich so wann ich lo Appes denke wie en Encanto, dem er wirklich so mega gut gefallen, den ich wirklich abgöttech lieben an fantastisch fannen. Du könnt dat ganz doch lo net run. Dat werd denken ich auch net so ein Hype auslesen wie Frozen. Dat glewen ech net wirklich. Obwohl de kleine Sterre-Maskottchen, dat jeizt schon no Spielsachen für zu dem Thema. Also ganz klar, aber für eine Richtung dat wird gut. Aber ne e Meester wirk huder lo hein net. Traurigerweise aus dat ganz der Welt Disney gerade so eng schwierig Zeit huet, sich grad so schwer deet mat gute Filmer, kommen sie mat Wish den Eck an dat werd och lo net retten. Dat aslo endlich mo enker Film, wo ihr seht, ey kann en sich gucken an de hunne net viel run ze meckeren. Dat spielt lo net op eng ganz hege Niveau, aber so kann werden ihre Spaß von hun an die erwursen die an älteren die matt gehen, die werden auch nicht dabei abhanden so man muss oder ich hoffe nicht abhanden es sie nicht gepennt es schumisch seinem gewissen Deal in der Halle gefehlt aber Zielgruppe als ganz klar eben kann man an das dann ein bisschen wo ich mal gedacht und das ein bisschen schwer dass da nicht dem mega Knüllerwert gehen das hat Disney wahrscheinlich gut getan. Auch die ganz woke Thematik, die gerade ein bisschen im Disney herrscht, dass das so forciert wirkt, Hunneschei eigentlich ganz gut umgesagt fand. Ich weiß noch nicht, was Leute alle Guten davon werden halen, aber ich fand, dass ein schwarz Hauptdarstellerin du ziemlich gut dran gepasst wird. Also das hat funktioniert, ohne dass sie nicht groß an froh ist. Und da sind noch ganz viele andere Kulturen bisschen dran oder Charakteren aus anderen Kulturen weil dat einfach auch so ein erfunden Kinekreichers gëtt du auch nicht viel zahnerfroen an ich fand dat dann auch eigentlich gut wann den dat an so engem Film so sinnvoll ersetzt dass dat für Kanner einfach funktioniert. Et wirkt nicht forciert an du wenn as dat für mich absolut fein, dat war für mich gut umgesagt so an ich wünsche mir eigentlich, dass es öfter so nicht forciert wirkt. Natürlich hast du die neidisch Kalkülhand drin, für die verschiedenen Kulturen da anzubannen. Du hast die Kalkülhand drin, die kennen wir ja mittlerweile alle gut. Das ist okay Geheimnis mehr. Aber war für mich okay. Der Film war insgesamt für mich halt okay. Könnt ihr ja schon gucken. Und voilà, das war dann das. Weiter net viel méi Roman zu und denken dummer dass irgendwie alles gesot si ganz live Lieder dran die och die Homo catchy gehen ganz Disney typisch wirkte de bisse wie se typisch Prinzessinnen Geschichte die man schon länger net nie hatten irgendwie das hat wirklich Prinzessin hast aber tut trotzdem die Feeling können bis River et fiel den sich bisschen an Disney Zeiten zu erinnern für mich war das schön. Du willst erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr da Wish gefallen wird, aber was euren letzten Lieblings-Disney-Film aus. Ging mich auch mal interessieren, was dabei rauskommt. Und dann so ging ich mal so in dem Sinn verabschiede ich mich dann. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Wish. Ciao!